Du bist sau gut aus, oder? Optimal schaut das aus. Ah, schau her. Machen wir mal 30 Beutel. Okay. Yo, grüßt euch. Zum vierten Teil. Heute geht es um den Königssee, um die Eiskapelle am Königssee. Ich habe gemerkt, dass ich da anscheinend überhaupt gar nichts kommentiert habe und einfach bloß die Kamera umeinander geschwenkt habe und Landschaftsaufnahmen gemacht habe. Auf alle Fälle, wir waren am Königssee. Wenn du mit dem Schiff oder ich meine die Königssee auf St. Bartholomew fährst, kannst du einen schönen Wanderweg gehen. Schaut ungefähr eine Stunde, eine Viertel brauchst. Ausgeschüttet ist zwar 3/4 Stunde, ist aber ein totaler Schmarrn. Und du gehst dann einen Berg aufwärts und kommst dann an so eine Schlucht. Und das ist schon ein Gamsbeck, wenn man da jetzt sieht. Das war Wahnsinn. Das war so ein magischer Moment in so einem magischen Tal. Und am Schluss gehst du dann durch so eine Schneise und kommst dann irgendwann zur Eiskapelle. Jetzt wollte ich aber das Filmen total vergessen. Scheißegal. Der führt zeigt euch jetzt einen absoluten Wahnsinn. Das haben wir wieder warten. Auch wenn mein Gesicht ein bisschen unscharf ist und alles andere scharf. Aber jetzt passt's auf. Am Watzwan hinter dem Königssee ist das in der Knecht von der Eiskapelle. Ja, und dann sind wir runtergegangen zu den Eiskapellen. Und das war ein wahnsinnig magischer Moment. Wieder der Wasserdampf, der Nebel aus dem Loch von der Kapelle rausgekommen ist. Ein Wahnsinn. Der Mo war da drin, gell? Ja, und weil ich sonst nichts gefilmt habe und das alles ist, was ich an den Tag an Filmmaterial habe, hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und probiert es einmal aus. Das ist keine großartig anspruchsvolle Tour. Ich schätze mal, wie gesagt, eine Stunde bis 1/4 hinwärts, eine Stunde bis 1/4 zurück. Und dann sehen wir uns am Donnerstag beim nächsten Video. Pfiat euch!